Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig. Die Erkältung ist mittlerweile weg bei mir, aber der nächste Scheiß kommt. Und zwar habe ich jetzt Schwindelgefühle, unerklärliche und Schweißausbrüche. Das war so übel, dass ich in den letzten paar Tagen überhaupt nichts machen konnte. Die letzten 2 Tage sogar, ja. Aber währenddessen auf Monkey Island. Noch ein paar Rekruten mehr für meine unbezwingbare Armee der Untoten. Wie sieht's aus? Ich hoffe, dass ihr meine Braut auftreiben konntet. Wo ist der Kutterköter? Ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden! Oh Mann, oh Mann! Ich hab sie! Wo? Sie sind auf Blood Island, Sir. Hol sie! Ach Gott, der wüste Kerl. Ja, wir haben soweit jetzt alles erledigt eigentlich, dass wir Elaine direkt befreien können. Aber ja, wie gesagt, ich war die letzten 2 Tage eigentlich echt flach gelecker. Ich bin froh, dass ich heute eigentlich wieder sitzen kann. Im Sitze ist mittlerweile alles wieder cool und in Ordnung. Sodass ich ohne Schweißausbrüche jetzt auch wieder Let's Plays machen kann. Aber sobald ich ein bisschen rumlaufe, sobald ich eine Treppe gehe, kriege ich die kalte Schweißausbrüche des Todes. Das ist nicht mehr feierlich. Ja, okay. So viel zu meinem Zustand derzeit mal wieder, falls es überhaupt irgendjemand interessiert. Aber ich steht mal Sache, mit dem kompletten Diamantring können wir jetzt eigentlich Elaine am linken Ringfinger aufsetzen und den Fluch auflösen. Weil soweit haben wir eigentlich auf Blood Island alles erledigt. Also... Elaine, geht es dir gut? Guybrush? Wo sind wir? Alles in Butter. Wir sind auf Blood Island. LeChucks Ring war mit einem schrecklichen Fluch belegt, aber ich habe es wieder in Ordnung gebracht. Du bist in Sicherheit und alles wird gut. Alles wird gut? Oder ach nicht. Kapitel 5. Der Kuss des Spinnenaffens. Schön gesagt, mein Kind. Aber spar dir den Atem, Mädchen. Den brauchst du noch, um Ja, ich will zu kreischen. Wo sind wir? Erinnerst du dich nicht mehr an diesen Ort, Threepwood? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich dich hier eingesperrt, damit du üble Qualen durchlebst. Warte, ich erinnere mich. Ich habe diesen Ort schon mal gesehen. In einem schrecklichen Albtraum. Es war kein einfacher Albtraum, Guybrush. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Oh nein, es kann nicht sein. Aber es ist so. Es ist der Jahrmarkt der Verdammten. Ei, der Jahrmarkt der Verdammten. Du Ungeheuer, warum hast du uns hierher gebracht? Da gibt es 2 Gründe, du armseliger Freibeuter. Ich werde dich foltern und töten und Elaine mit einem Schatz überhäufen. Du vergeudest deine Zeit, LeChuck. Elaines Liebe lässt sich nicht erkaufen. Ah, aber es ist ein ganz spezieller Schatz. Der berühmte Schatz von Big Whoop. Big Whoop? Ei, genau der Piratenschatz, den du gesucht hast, bevor ich dich erwischt habe. So nebenbei, mal, falls ihr drauf achtet, da hinten latschen als mal Affe rum und hier wackelt als mal ein Aff vorbei. Und natürlich das Erforsche deine Gefühle, du weißt, dass es wahr ist. Das hatten wir ja schon in Monkey Island 2 von wegen, er ist sein Bruder und natürlich aus Star Wars Darth Vader mit Luke Skywalker geklaut, versteht sich ja von selber. Ja, im Prinzip, man muss noch dazu sagen, bevor wir jetzt hier eigentlich anfangen, dass bei The Curse of Monkey Island beim 3. Ron Gilbert nicht mehr beteiligt war. Und die Produzenten haben einfach nochmal versucht, an Ron Gilberts Monkey Island 2a zu knüpfen und noch irgendwie eine Art von Erklärungsversuch vom 2. Teil mit dem Jahrmarkt der verdammte Art zu bringen. Weil, was es damit auf sich hat, hat Ron Gilbert nie wirklich geklärt.
Und in Monkey Island 3 haben sie versucht, diesen Jahrmarkt der Verdammte jetzt im Prinzip nochmal in die Realität reinzuführen. Wobei der höchstwahrscheinlich laut Ron Gilbert eigentlich nur eine Illusion, hervorgerufen durch einen Zauber von LeChuck war. Aber hier machen sie die Jahrmarkt der Verdammten im Prinzip zum Fakt. Das wollte ich nur nochmal erklären. Und dann können wir jetzt eigentlich einsteigen. Das wird uns wahrscheinlich die ganze Episode kosten, weil hier sehr viel gelabert wird. In Erklärung an viele Dinge, die in Monkey Island 2 passieren. Auch was die Kartenstücke und so weiter angeht. Und was Big Whoop angeht. Also fangen wir mal direkt an. Was ist denn so besonders am Schatz von Big Whoop? Ist es nicht wie jeder andere Piratenschatz? Ich verstehe. Du kennst die schreckliche Kraft von Big Whoop noch nicht. Ich schätze nicht. Zittere vor Angst, Threepwood, wenn ich dir sage, dass Big Whoop ein verdammtes Portal zu einer dämonischen Unterwelt ist. Okay. Die Schätze von Big Whoop sind die direkten Tore in die Hölle. Huch. Aber wie soll Big Whoop Elaine dazu bringen, dich zu lieben? Elaine wird die Tore von Big Whoop passieren, so wie einst ich. Herab zur pechschwarzen Finsternis der infernalischen, niederen Regionen. Du musst wissen, Big Whoop hält für alle, die hindurchgehen, das größte Geschenk von allen parat. Die Unsterblichkeit. Aber zu welchem Preis? Preis? Ha! Zugegeben, die Leute finden mich neuerdings ein bisschen unnahbar. Und an den Geruch muss man sich eine Weile gewöhnen. Aber es ist die Sache wert. Jetzt, wo ich die Macht habe, Elaine dazu zu bringen, mich zu lieben. Naja, also wirklich Liebe würde ich jemand nicht, aber in Monkey Island 2 wissen wir ja noch, dass Big Whoop eigentlich eine Eintrittskarte war. Ob das jetzt wirklich in die Hölle führt, sei jetzt mal dahingestellt. Das haben sie in Monkey Island 3 einfach so weitergeführt. So. Aber wenn du Elaine tötest, würde sie dich nicht noch mehr hassen? Ei, anfangs schon. Aber bald wird sie verstehen, welch großes Geschenk ewiges Leben sein kann. Und außerdem ist bei Toten der Kreis potenzieller Partner erschreckend klein. Sie wird mir einfach noch eine Chance geben müssen. Ja, das klingt doch noch das klingt doch definitiv noch eine Lösung. Dieser ganze Vergnügungspark, warum? Der Big Whoop Vergnügungspark war die brillanteste Idee. Einmal die Gewalt über Big Whoop in meiner Hand, würde es ein leichtes sein, Elaine zur meinen zu machen. Ich verstehe, aber nochmal, warum ein Vergnügungspark? Darauf komme ich noch zurück. Ich wusste, dass Elaine ein wenig überredet werden musste und dass ich eine Armee brauchte. Eine schreckliche Armee der Untoten. Okay, aber warum ein Vergnügungspark? Lässt du mich wohl ausreden? Ich rede nicht nur, um mich selbst zu hören, klar? Du hast recht, ich Der war Blick. unhöflich. Fahr bitte fort. Jeder weiß, dass das Leben eines Seemannes ein langes, hartes, einsames Leben ist. Seeleute sehnen sich monatelang nach ein paar freien Tagen. Und weißt du, was sie als erstes suchen, wenn sie in den Hafen kommen? Bordell? Nun, Einen familienorientierten Vergnügungspark. Ganz genau. ach, danach. Natürlich. Sie kommen, um auf der riesigen Achterbahn zu fahren, der großartigen Affenberg-Achterbahn. Sie erreichen den höchsten Gipfel, um dann mit den Armen nach oben, wie Affen schreiend, in einem großen Lavastrom den Hang herabzubrausen. Das hört sich nicht im geringsten nach Spaß an. Ei, ist es auch nicht. Eigentlich ist es geradezu unangenehm. Aber wenn Sie auf der anderen Seite ankommen, sind Sie geeignete Krieger für meine Skelettarmee der Verdammten. Wie hast du Big Whoop gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Bist du sicher, dass du sie hören willst? Ajo. Beginnt die Folterung gleich nach der Unterhaltung? Ei! Dann mach weiter. Als ich noch lebte, verachtete Elaine mich. Nein. Nein, nein, es ist wahr. Mittlerweile weiß ich sicher, sie mochte mich überhaupt nicht. Aber ich musste ihr meinen Wert für sie beweisen, weißt du? Also stach ich in See, um das legendäre Geheimnis von Monkey Island zu ergründen. Ja, was bis heute noch keiner weiß, deswegen. Was ist das Geheimnis von Monkey Island? Das Geheimnis von Monkey Island? Ich könnte es dir erzählen, aber mir wäre lieber, dass du es errätst.
dass Rosebud ein Schlitten ist, dass die Freundin des Typen in Wirklichkeit ein Mann ist, dass sie den Hund am Ende erschießen müssen, dass es aus Menschen gemacht ist, dass das Mädchen und ihre Tochter und ihre Schwester, dass das Mädchen ihre Tochter und ihre Schwester ist, dass eine Fortsetzung niemals so gut wie das Original sein kann. Aber alles andere dürfte eigentlich aus Filmen entlehnt sein. Rosebud ist, glaube ich, Mr. Smith Goes to Washington, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist natürlich Soylent Green, dass es aus Menschen gemacht ist. Und die Sache kann ich jetzt nicht zuordnen, genauso wenig wie das. Aber meine Antwort ist sowieso. Dass eine Fortsetzung niemals so gut wie das Original sein kann? Lüge, schmutzige, dreckige Lüge. Nein, es ist wesentlich komplexer als das. Es ist ein altes Geheimnis, streng bewacht von den Eingeborenen und Piraten, die zufällig... Du kennst ja nicht einmal das Geheimnis von Monkey Island, oder? Nein, nicht wirklich. Nun denn, Wie er guckt. weiter mit deiner Geschichte. Nach ein paar Tagen geriet mein Schiff in einen fürchterlichen Taifun und wurde auseinandergerissen. Ich wäre ertrunken, aber einige Haie fanden mich und brachten mich ans Ufer von Blood Island. Da war ich nun, ausgesetzt und ohne Hoffnung, Elaines Herz zu gewinnen. Ich dachte, meine Glückssträhne wäre vorbei, aber eines Tages ging ein Schiff vor Anker. Es war das Schiff von Captain Marley, Elaines Großvater. Ich begann eine Unterhaltung mit Rum Rogers Senior, dem ersten Mat auf dem Schiff. Und nach dem Einsatz einiger Drinks fand ich heraus, dass sie die Karte zum legendären Schatz von Big Whoop hatten. Obwohl ich weder Schiff noch Geld hatte. Warte. Zum Thema nochmal von wegen Fortsetzung nicht mehr so gut wie das Original, dass er dann natürlich sagt, Lüge, dreckige Lüge. Fand ich jetzt eigentlich echt ganz witzig, weil, wenn man wie gesagt im Hinterkopf behält, dass Ron Gilbert hier nicht mehr beteiligt war, ist es eigentlich umso witziger, genauso wie jetzt die Erklärungen eigentlich kommen für Sachen, die in Monkey Island 2 gelaufen sind, was etwas, nennen wir es mal etwas an der Haare herbeigezogen ist, wie ich sagen würde, weil vieles sich eigentlich hier widerspricht, was kommt, aber sie versuchen es trotzdem in irgendwie in logischer Kontext und Einklang zu bringen. Weißt du eigentlich, dass du als Einschlafhilfe ein Vermögen machen könntest? Obwohl ich weder Schiff noch Geld hatte, plante ich, Marleys Mannschaft zum Schatz zu locken und ihn für mich allein zu beanspruchen. Ich hatte nicht das Geld, ein neues Schiff zu kaufen, aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Die hat eine Ähnlichkeit mit einem Räucheraal. Hast du in deiner Anwesenheit dumme Leute gleich viel schlauer erscheinen lassen? Deine Immunität gegen Seife, Fähigkeit mit einem Atem fliegen zu töten. Dass deine Anwesenheit dumme Leute gleich viel schlauer erscheinen lässt? Aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Diesen undefinierbaren LeChuck-Charme. Eine der reichen jungen Debütantinnen auf Blood Island konnte ihm nicht widerstehen. Nach einer Woche mit mir wäre sie mir bis ins Grab gefolgt. Leider hatte sie keine Gelegenheit dazu. Ich brach den Diamanten aus dem Verlobungsring ihrer Familie und verkaufte ihn für den Preis eines neuen Schiffes an einige halsabschneiderische Schmuggler. Kennen wir ja. Du großer alter bettnässender Schwachkopf, natürlich wieder. Na gut, LeChuck, quasi scharf. Hast du sie geküsst? Ja, die kennen wir ja, die Ministrone, die Arm. Die hat sich ja in ihn verguckt, dummerweise. Aber sie hatten ja Prolet genannt, ach. Und Schuft, Abschaum, Schurke hat sie, glaube ich, auch gesagt. Aber... Du großer alter bettnässender Schwachkopf. Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Mit meinem neuen Schiff überholte ich Marlies Mannschaft leicht und trieb sie nach Big Whoop, das zufällig hier auf Monkey Island lag. So... Ich bin immer noch verwirrt wegen des Jahrmarkts. Dann frag mich. Als Schöpfer und Gründer kann ich dir alle Fragen beantworten. Gut. Wie konntest du einen Vergnügungspark auf einer verlassenen Insel bauen? Am Anfang braucht man ein erfolgreiches Entwicklungsteam. Ich habe die Karibik durchkämmt und nach den besten und brillantesten Künstlern, Ingenieuren und kreativen Leuten gesucht. Nach einer langen Phase von Rekrutierung, Einschüchterung und des Mordens machte sich meine Mannschaft an die Arbeit, große Waldflächen auf Monkey und Dinky Island zu roden und abzubrennen. Das muss eine zermürbende Arbeit gewesen sein. Ei, das war es.
Zum Glück wurden Hunderte von Männern von Malaria, wilden Tieren oder Bauunfällen dahingerafft. Ach Gott. Welche Attraktionen gibt es hier? Wir sind stolz auf Big Whoops Vielfalt und Authentizität der Attraktionen. Wir verwenden eine zauberhafte Mischung von Kunst, Technologie und vertraglicher Knechtschaft, die wir gerne Dynamo Affelektrik nennen. Erschreckend echt aussehende Häute und andere Körperteile sind an einem Gestell aus Getrieben, Servos und Flaschenzügen befestigt. Alles aus einem bemerkenswert leichten Verbundwerkstoff hergestellt. Faszinierend. Wie treibst du die ganzen Karussells an? Das ist eine gute Frage. Wie du vielleicht schon weißt, wird die Energie von Big Whoop aus seiner Position als infernalische Verbindung unserer Welt mit der schrecklichen Manifestation des Bösen an sich geschöpft. Ah, natürlich. Aber wie alle Treibstoffquellen reicht auch diese nicht ewig. Deshalb ist es unsere Aufgabe, wo immer möglich sparsam mit den dämonischen Energien umzugehen und nach anderen Energiequellen Ausschau zu halten. Solarenergie? Nein, wir zapfen unser größtes natürliches Vorkommen an. Affen. Ach Gott. Meine Worte. Hordenhart trainierte Affen sind tief im Inneren des Parks verborgen und an immense Maschinen der Zerstörung und Familienunterhaltung festgebunden. Das ist sehr inhuman. Oh, ich freue mich, dass dir das aufgefallen ist. Die Feinheiten machen den Unterschied. Merke dir meine Worte, LeChuck. Wenn ich dich erstmal besiegt habe, werde ich sie alle freilassen. Ja, ja, ja. Wie sieht die Zukunft der Big Whoop Vergnügungsparks aus? Die Zukunft ist reif für eine Welt neuer Möglichkeiten. Ich sehe ein umfassendes Netzwerk von Vergnügungsparks auf der ganzen Welt. Jeder wird einzigartig und eingebettet in die Kulturen und Bräuche der jeweiligen Gegend sein. Aber alle werden an der gemeinsamen Vision des ursprünglichen Parks festhalten. Dem willkürlichen Abschlachten tausender Gäste, die durch unsere Tore kommen. Ich dachte, das Geheimnis von Big Whoop läge auf Dinky Island. Dinky Island ist ein Atoll direkt vor der Küste von Monkey Island. Aber es ist mit einem Labyrinth von mysteriösen Tunnels verbunden, die direkt unter dem Meeresboden liegen. Und obwohl du auf Dinky Island nach Schätzen gegraben hast, warst du auf Monkey Island, als du meinen Vergnügungspark gefunden hast. Sehr ordentliche Erklärung. Hi. Ich habe langsam genug gehört von deinem widerlichen Vergnügungspark. Was ist mit Captain Marley und seiner Mannschaft geschehen? Ihr Schiff erreichte Monkey Island eine halbe Stunde nach meinem. Aber sie kamen zu spät, um mich davon abzuhalten, meinen Kreis in Anspruch zu nehmen. Und sie sahen zu, wie ich das Portal von Big Whoop passierte. Jämmerliche Feiglinge waren sie, übermannt von dem, was sie sahen. Sie flohen voller Entsetzen von der Insel. Marley riss seine Schatzkarte in 4 Stücke und versammelte seine Mannschaft um sich. Da waren Rum Rogers Senior, der erste Mat, Rapscallion, der Koch, und der junge Lindy, der Kajütenjunge. Marley gab jedem ein Stück der Karte und behielt eins für sich. Sie versprachen, diese Kartenstücke mit ihrem Leben zu bewachen. Ich sorgte dafür, dass sie ihr Versprechen einhielten. Sie waren die einzigen Lebenden, die von Big Whoop wussten. Ja, das kennen wir ja noch aus dem 2. Und hier wird so dargestellt, als hätte LeChuck im Prinzip jeden niedergemacht. Was geschah mit Rum Rogers Senior? Er nahm in der Nähe von Fat Island ein Bad in seiner Kabine, trank rum und aß Toast, wie er es immer beim Baden tat, als der Toaster mysteriöserweise in die Wanne fiel. Erschreckend. Sein Sohn erbte das Kartenstück, aber er war ein zu großer Trunkenbold, als dass er seine Bedeutung hätte verstehen können. Kann ich so unterschreiben, ja. Ja, also eigentlich ist es schon etwas widersprüchlich, weil zu der Zeit muss LeChuck ja eigentlich schon ein Geist gewesen sein, weil wenn er da bei Big Whoop im Prinzip durchgelaufen ist, muss er ja dann eigentlich die Form als Geist gehabt haben. Nur so nebenbei. Was geschah mit Rapscallion, dem Koch? Rapscallion starb bei einem plötzlichen Feuer in seiner Wurstbude auf Scab Island. Das stimmt. Ich habe ihn mit einem Voodoo-Zauber ins Leben zurückgeholt. Ich erinnere mich genau. Ja, da sieht man es immer aus Monkey Island 2. Guybrush,
Guybrush, Oh, Entschuldigung, ich war etwas abwesend. Was sagtest du doch gleich? ich wusste von Raps Neigung, seine Gasbrenner anzulassen. Also sorgte ich dafür, dass er zu seinem 55. Geburtstag eine komplett angezündete Torte geliefert bekam. Du konntest die Explosion bis Booty Island hören. Das ist ja schrecklich. Grillwürstchen, in der Tat. Was wurde aus dem jungen Lindy, dem Kajütenjungen? Um sein Leben bangend kam er zu mir und bettelte um Gnade. Im Gegenzug dafür, die Lage von Big Whoop nicht zu enthüllen, ließ ich ihn leben. Als Zeichen meiner Dankbarkeit lieh ich ihm ein Vermögen, das er nahm, um eine erfolgreiche Werbefirma zu gründen. Als er sich erstmal an seinen reichen Lebensstil gewöhnt hatte, kehrte ich zurück, um seine Schulden einzufordern. Ich übergab ihm eine so dämonisch und bösartig kalkulierte Abrechnung, dass er zum Scheitern verurteilt war. Zuckerbrot und Peitsche. Innerhalb eines Monats war er mittellos und verrückt, ein gebrochener Mann. Er verkaufte sein Hab und Gut und war so verzweifelt, dass er auf einen Wanderzirkus hereinfiel. Er starb, als er ohne Helm mit einer Kanone abgeschossen wurde. Niemand kann so verzweifelt sein. Genau. Also anscheinend ist der bei der Fettuccini Brothers gelandet. Zumindest wollen sie ihm das hier weiß machen. Welches Schicksal ereilte Captain Marley? Ich lauerte ihm auf, als er am American Cup teilnahm. Ich enterte sein Schiff und entschied mich, ihn über sein eigenes Schicksal bestimmen zu lassen. Er hatte die Wahl, mir die Hand seiner Enkelin zu geben oder einen noch schrecklicheren Tod zu erleiden als alle seine Mannschaftskameraden. Und? Was hat er dazu gesagt? Eigentlich sagte er mehrere Dinge. Oh, dieser Schmerz. Aufhören, du bringst mich ja um. Und einige andere Dinge. Ich habe sie alle vergessen. Ich ließ ihn tot zurück und lenkte sein Schiff in einen Strudel, dem selbst der tüchtigste Kapitän nicht entkommen konnte. Du bist unglaublich entsetzlich und scheußlich. Oh, danke. Gut, ich würde aber sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig, wo wir dann hier nochmal den Rest machen, der Rest hier abhandeln. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.